Taschidelek, wie man auf Tibetisch heißt, was so viel heißt wie Glück und Segen. Ich befinde mich in den Räumlichkeiten des neuen Tibet-Hauses hier in Frankfurt und man sieht es vielleicht, es ist noch ziemlich kahl, weil es ist noch im Umbau. Da hinten steht übrigens ein Tibeter, das ist Phuntsok, ja? Phuntsok Tsering hier, quasi der Chef des Tibet-Hauses, einer der Chefs des Tibet-Hauses hier in Frankfurt. Und einige von Ihnen, die mich kennen, fragen sich vielleicht, warum ich eigentlich Tibet, Tibeter, tibetische Kultur, tibetisches Yoga unterstütze. Tibetische Kultur, tibetisches Yoga, tibetische Gesinnung hat mir in meinem Leben sehr viel gebracht. Es hat mich zu einer Ausgeglichenheit geführt, die nicht immer so selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Gerade weil wir einem immer größeren Druck ausgesetzt sind, persönlich, geschäftlich, privat, wo auch immer. Und Tibet hat viele Lösungsmöglichkeiten. Lösungsmöglichkeiten aufgrund der Philosophie, die wirklich lebbar ist. Deswegen ist in den letzten Jahrzehnten und wird es auch in Zukunft, solange wahrscheinlich bis ich meinen letzten Atemzug gelebt habe, für mich unterstützungswürdig sein. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wenn das Tibet-Haus hier in Frankfurt fertig ist, schauen Sie einfach mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Taschidelek. Ciao.